Käse schmeckt gut und enthält viele Nährstoffe. Zum Beispiel das Vitamin B2, was uns Energie liefert, oder Vitamin B12 für unser Gehirn, für die Nerven. Doch er hat auch einen hohen Fettgehalt. Reporter Vero Andersen wird zum Käsemacher und erfährt einiges über das populäre Milchprodukt. Zack. Ach, das gefällt mir. Heute in Gesundheit. Käse, ein beliebtes Lebensmittel. Heute geht's um Käse. Und schauen Sie mal, der hier sieht auch gut aus, oder? Auch sehr interessant. Und das hier unten, ein lange gereifter, das wäre eher mein Favorit. Heute darf ich einen selber herstellen in einer Käserei in Kreuth im Bayerischen Wald. Und damit herzlich willkommen bei Gesundheit. Hier in Niederbayern hat sich die gelernte Bootsbauerin Nicola Nagels eine eigene Käserei eingerichtet. Hallo Nicola. Ja, hallo Vero. Ja, schön, dass ich heute bei dir sein darf. Jetzt möchte ich als erstes mal wissen, wie bist du denn eigentlich zur Käserei gekommen? Eigentlich aus privatem Interesse. Also ich habe ursprünglich für uns selber immer gekäst und dann ist es eben immer mehr geworden. Welche Sorten darf ich denn heute herstellen? Heute machen wir einen milden Hofkäse und einen Käse mit Boxhornkleesamen. Dafür liefert Lucia Heigl heute 300 Liter Milch. Nicola ist es wichtig, dass die Bauern fair bezahlt werden und dass die Milch aus der Region kommt. Rein in den Kessel damit. Jetzt pasteurisieren wir erstmal die Milch. Das heißt, sie wird auf 63 Grad erhitzt und dann kühlen wir sie wieder ab. Es braucht viele Arbeitsschritte. Nach dem Abkühlen auf 33 Grad geht es weiter. Was machen wir als nächstes, Nicola? Jetzt, weil wir pasteurisiert haben, müssen wir jetzt noch Calciumchlorid dazugeben. Das verbessert die Konsistenz, aber vor allem die Gerinnung. Mit der Käsekultur wird die Milch gesäuert. Und dann einen kleinen Moment Geduld. Nach einer knappen Stunde kommt zum Schluss das Lab in den Kessel. Dadurch wird die Milch dick. Wir hängen die Schneidewerkzeuge ein und lassen die Milch ruhen. Wartezeit wieder 60 Minuten. Jetzt kommt ein sehr entscheidender Moment, weil, Nicola? Jetzt können wir sehen, ob die Milch wirklich eingedickt ist. Und? Hat das geklappt? Und das sieht sehr gut aus, ne? Ja, wunderbar. Also das heißt, wir können jetzt schneiden. Da müssen wir uns jetzt auch ein bisschen beeilen mit der Zeit, weil das nämlich nur ein gewisses Zeitfenster ist, wo es richtig gut ist zum Schneiden. Käse machen braucht Ausdauer. Die Gallerte, also die eingedickte Milch, wird in kleine Stückchen geschnitten und in Sieben aufgefangen. So entsteht die runde Käseform. An welchem Punkt musst du dich eigentlich entscheiden, ob man einen Frischkäse oder einen Schnittkäse macht? Da muss man sich schon von Anfang an entscheiden, weil es fängt schon an mit der Kultur. Und wenn wir jetzt eher einen weicheren Käse machen wollen, dann schneiden wir keine kleinen Würfel, sondern lassen die erst eher groß. Und wir rühren auch nicht so viel. Boxhornkleesamen kommen jetzt für die zweite Käsesorte mit hinzu. Jahreszeitenabhängig produziert Nicola 10 bis 12 verschiedene Sorten. Der Käse wird mehrmals gedreht, bis er in den Käsekeller darf. Bei dieser Aufgabe ist schon sehr viel Geschick gefragt. Perfekt, das läuft hier alles nach Plan. Ein wenig Geduld ist gefragt. Für mich die perfekte Gelegenheit, ein wenig Käsewarenkunde zu betreiben. Bis gleich. Wir haben aufgetischt und betreiben jetzt ein wenig Käsewarenkunde auf dem Hof der Käserei Kreuth 3. Unterstützung dabei bekomme ich von der Ernährungsberaterin Anja Ley. Sie hat verschiedene Käsesorten mitgebracht. Als erstes würde mich mal interessieren, Käse allgemein, ist er gesund? Also Käse hat auf jeden Fall einiges an Vitaminen zu bieten, wie zum Beispiel das Vitamin B2, was uns Energie liefert, oder Vitamin B12 für unser Gehirn, für die Nerven und natürlich Mineralstoffe wie Calcium. Diese Sorten gibt's: Hartkäse, halbfesten Schnittkäse, Weichkäse, Mozzarella, Streichkäse aus Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch, Harzer Käse mit dem kräftigen Geruch, Blauschimmelkäse und Schmelzkäse, eigentlich ein Käseerzeugnis. Der hier ist nichts für empfindliche Nasen, aber Der Harzer Käse zeichnet sich aus durch einen besonders niedrigen Kaloriengehalt und niedrigen Fettgehalt und hat dafür aber besonders viel Eiweiß.
So, und dann haben wir dieses interessante Paket vor uns, Schmelzkäse. Ja, Schmelzkäse hat jetzt nicht unbedingt was zu tun mit allen anderen Käsesorten. Es ist eine fertige Zubereitung und da werden viel Phosphate mit eingearbeitet. Da lieber die Finger von lassen. Phosphate haben schon ein Risiko für Osteoporoseerkrankungen oder sie verhärten die Arterien, was dann das Risiko für Herzerkrankungen und Schlaganfall fördert. Wie viel Käse pro Tag kann ich denn guten Gewissens essen? Angepasst an die individuelle Ernährungsweise, eine ausgewogene Ernährung, spricht man da von 30 bis 60 Gramm pro Tag, so im Groben, was so 1 bis 2 Scheiben Käse pro Tag entsprechen würde. Heißt, zu viel Käsegenuss kann dick machen? Kann unter Umständen schon passieren, ja, weil es sind ja doch gehärtete Fettsäuren bzw. gesättigte Fettsäuren, die im Käse sind, und dazu viel Salz. Also man sollte es schon moderat halten mit dem Käseverzehr. Ja, ich bin jetzt richtig schlau in Sachen Käse und habe die nächste Aufgabe schon vor der Brust. Es geht nämlich in den Käsekeller. Da gibt's einiges zu tun. Willkommen zurück in der Käserei Kreuz 3, wo Nicola mich jetzt in den Käsekeller führt. Hier lagert der Käse, bis er gereift ist. Doch erstmal muss er eine Zeit lang in der Salzlake bleiben. Damit wird er haltbar gemacht. Ein Käse, der meinen Namen trägt, wie schön. Ja, die Ehre hatte noch niemand. Du sag mal, wie lange muss denn der Käse überhaupt in der Salzlake liegen? Der bleibt 50 Stunden und jetzt hier der 42, so lange bleiben die. Je größer und schwerer, desto länger hier in der Lage. Genau. Nicht nur die Dauer, auch das richtige Klima ist bei der Reifung wichtig. Je nach Sorte sollte der Raum zwischen 10 und 16 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit von 80 bis 95% haben. Und man muss immer wieder schmieren. Warum schmiert man den überhaupt? Wir bringen jetzt mit der Schmierlösung hier solche Rotschmierebakterien auf. Ja. Und damit impfen wir im Prinzip den Käse, damit er dann so eine rötliche Oberfläche bekommt. Und das ist dann Schutz für den Käse. Ja, und bei dem kannst du jetzt halt auch sehen, dass der richtig so eine Schmiere bildet. Ne? Und man fühlt es hier. Ja, genau. Vielleicht sehen Sie das an der Hand. Da ist eindeutig Schmiere dran. Weichkäse bleibt nur 10 bis 30 Tage hier. Schnittkäse etwa 4 bis 6 Wochen. Hartkäse muss mindestens 6 Monate verweilen. Aus dem Keller Zack. zum Frischkäse. Ach, das gefällt mir. Frische Frieda, heiße Helga, Boxhorn Bruno, das sind so die Namen, die man hier bei dir findet. Ja. Wie kommst du drauf? Dadurch, dass bei uns ja jede Charge ein bisschen anders ist. Also wir Ja. stellen ja nicht die Milch ein. Also nicht wie in einer großen Molkerei, dass immer der Fettgehalt eingestellt wird. Und das schmeckt man natürlich auch im Käse. Und irgendwie brauchte man aber eine Bezeichnung, damit die Leute wissen, ja, den hatte ich letztes Mal schon mal. Und so sind wir auf die Namen gekommen. Nicolas kleiner Käseladen hat jeden Freitagnachmittag für Kunden geöffnet. Man kann sich auch eine Geschenkbox zusammenstellen lassen mit einer bunten Käsemischung. Ich würde sagen, das ist eine sehr schöne Geschenkbox geworden. Und als nächstes freue ich mich auf unsere Käseverkostung. Bis gleich. Es ist angerichtet. Ja, nach getaner Arbeit freuen Anja, Nicola und ich uns jetzt auf eine Käseverkostung. Was hast denn du aufgetischt? Das ist einmal hier einer im Aschemantel und unsere frische Frieda. Außerdem weitere Schnittkäsesorten mit Chili oder Bärlauch sowie den Boxhorn Bruno. So einen haben wir heute auch gemacht. Und der andere ist eben unser Hartkäse mit der Bergkäsekultur. Das ist der älteste Käse, den wir im Moment im Keller haben, und der ist 16 Monate alt. Alle Käsesorten haben einen naturbelassenen Fettgehalt und bekommen in der Zeit im Keller ihr Aroma. Der Frischkäse im Aschemantel hat's mir besonders angetan. Ja, ist gut. Man denkt ja erstmal Asche. Was hat die auf Aber dem Käse zu suchen? Aber es ist nicht stumpf im Mund. Ne? Das ist das, was man erwartet eigentlich. Ne? Warum überhaupt Asche? Das ist eigentlich eine traditionelle Methode, die Oberfläche von Käse zu behandeln, weil die Asche eben alle Fremdeinwirkungen weghält. Welche Rinden sind denn generell essbar und welche besser nicht? Die aus dem natürlichen Reifungsprozess heraus entstehen, die kann man in der Regel immer mitessen. Aber bei dem Appenzeller, da müsste man jetzt zur Sicherheit nachfragen, ob das jetzt eine Rinde ist, die aus Paraffin, aus Wachs oder aus Käseweiß entsteht. Eure sind aber alle essbar. Unsere Rinden sind manchmal nicht so schön, aber alle essbar. Anja, wie würdest du Käse lagern, damit man lange was davon hat? Am besten im Kühlschrank bei zwischen 4 bis 8 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von ungefähr 85%. Das verhindert, dass der Käse dann zu schnell austrocknet. Ich habe von den beiden Käseexpertinnen Nicola und Anja einiges gelernt.
Doch genug gearbeitet. Jetzt wird nur noch genossen. So, wir haben hier noch ein bisschen was zu probieren. Euch schon mal vielen Dank. Und ich habe heute sehr viele neue Käsesorten kennengelernt. Ich habe einen Käse selber hergestellt. Und Sie wissen, in Maßen genossen ist er richtig gut für unsere Gesundheit. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.